Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum zweiten Teil des großen FC Bayern Saisonfazits. Ja Leute, diesmal gehen wir rein in das Trainerteam. Thomas Tuchel und sein Trainerteam schließe ich da komplett mit ein und ja, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und so weiter und so fort. Vielen lieben Dank dafür. Ja, dazu switche ich mal um. Nehmen wir Thomas Tuchel exemplarisch für das Trainerteam. Er ist ja für das Trainerteam auch verantwortlich. Er ist der Cheftrainer. Er ist der Obermufti bei uns. Note 5. Mangelhaft. Kurz und schmerzlos. Ich werde das Ganze jetzt ausführen und begründen. Erstmal vorneweg. Das Ganze hat nichts damit zu tun, dass ich einen Thomas Tuchel nicht mag oder einen Thomas Tuchel für einen schlechten Trainer halte, was immer wieder unterstellt wird. Nee, alles gar nicht. Ja, ich habe mich super gefreut, wo Thomas Tuchel zum FC Bayern kam, war gehypt, hab gehofft, geil, Tuchel kommt, hat er den Ruf so, ist er auch der sein Dingen durchsetzt. Hab gehofft, endlich haben wir einen Trainer, der nach Leistung aufstellt, endlich einen Trainer, der die ganzen etablierten, satten Spieler in Frage stellt. Genau das hat er nicht getan. Ja. Er hat es mal zaghaft versucht und hat dann ganz stark zurückgerudert. Das hat mich persönlich maßlos enttäuscht. Angefangen hat es eigentlich schon in der letzten Saison. Ja, er kam und hat nichts geändert. Nichts. Hat den gleichen Stiefel durchgezogen, hat die gleichen jungen Spieler ignoriert, hat dieselben Spieler auf denselben Positionen spielen lassen, hat einfach die Viererkette 20 Meter weiter nach hinten gestellt. Ansonsten haben wir 1:1 den Fußball gesehen wie unter Nagelsmann. Jetzt in der neuen Saison hat er dann versucht, seine Strategie mehr in das Team zu bringen, was gar nicht geklappt hat. Ja, ich habe bis heute, kann aber auch an meiner nicht vorhandenen Kompetenz als C-Jugendtrainer liegen. Ne? Ich habe bis heute keine Spielphilosophie unter Tuchel erkennen können. Ja, wenn ich eine Spielphilosophie unter Tuchel beschreiben sollte, ist sie Ballbesitz, 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 irgendwie den Ball nach vorne in die letzte Reihe kriegen und dadurch eine Einzelaktion versuchen, Tor zu erzielen. Das ist die offensive Strategie, die ich unter Tuchel erkenne. Ansonsten erkenne ich unter Tuchel keinerlei Strategie. Ja, gegen etwas stärkere Gegner oder gegen spielerisch stärkere Gegner, was schon traurig ist, das sagen zu müssen, wie Dortmund, Stuttgart, Leverkusen, Champions League, Arsenal, Real Madrid, Manchester United teilweise auch, haben wir dann die super starke taktische Strategie gehabt. Komm, wir stellen uns hinten rein und spielen auf Konter. Hut ab. Die einzige Ausnahme, die ich gelten lassen würde, ist Arsenal Rückspiel, zweite Halbzeit zu Hause. So, da war es die perfekte Mischung. Da standen wir mal tief, haben aber auch selber versucht, das Spiel zu gestalten. Das war die einzigste Halbzeit, die ich diese Saison gesehen habe, wo ich gesagt habe, das ist ein Fußball, der gefällt mir. Den finde ich gut. Alles tut ihr. Wir brauchen nicht in jedem Spiel 60-70% Ballbesitz. Das verlangt gar keiner. Es reicht nicht, wenn dieser Ballbesitz zu 50% dann noch quer und nach hinten ist. Aber wir haben einfach keinerlei Strategie gegen tief stehende Gegner gehabt. Ja. Irgendwann, jeder Gegner hat kapiert, wir stellen uns mit 2 Viererketten oder 5er- und Viererkette hinten rein, einen schnellen Spieler vorne, spielen den Ball lang nach vorne, ähnlich wie es unter Nagelsmann war. Ja. Unter Nagelsmann war noch der Unterschied, dass wir dann oft auf die Mitte gespielt haben und von da, oder der Gegner dann auf die Mitte gespielt hat, von da aus dann weiter, weil da Kimmich und Goretzka standen, die absolut nicht in der Lage waren, da irgendeinen Raum abzudecken. Was diese Saison auch noch oft der Fall war, weil die da standen und nicht in der Lage waren, Raum abzudecken. Aber wir haben keinerlei Ideen gehabt. Keinerlei Ideen. Völlig ideenlos gegen Gegner, der einfach nur tief steht. Ja?
Und wenn, wurde vor dem Spiel eine Strategie festgelegt, weil der Gegner analysiert wurde, was Tuchel ja immer super duper macht, genau wie Guardiola. 3 Teamsitzungen, das ist unsere Strategie. Wir spielen jetzt gegen Gegner X durch die Mitte. Da sind die anfällig. Ja, grandios. Das dauert dann 5 Minuten und dann sieht der gegnerische Trainer, oh, der FC Bayern will nur durch die Mitte spielen, mache ich die Mitte einfach zu. Was passiert dann? Nix. Genau. Es passierte nix. Wir haben einfach 90 Minuten wie so ein Pferd mit Scheuklappen durch die Mitte gespielt. Da ist man nicht mal auf die Idee gekommen. Geschweige denn im Spiel. Ja, aber auch noch nicht mit in der Halbzeit. Da ist man nicht auf die Idee gekommen zu sagen, pass mal auf, Leute, der Gegner macht die Mitte gerade komplett dicht. Lass uns doch mal über Außen spielen, lass uns doch mal die Außen doppeln. Lass uns doch mal schnelle Flankenwechsel machen, dass wir eine Seite überlagern, dann den Ball schnell auf die andere Seite spielen, um Räume zu kreieren. Oder mal ein bisschen Bewegung da vorne reinzukriegen. Nee. Warum sollte man das auch? Das wäre ja gutes Coaching. Man rennt 90 Minuten durch die Mitte durch. Man hat die Strategie vorm Spiel festgelegt. Und das war's. Ich weiß nicht. Vielleicht hat Tore gedacht, die Mannschaft kann das nicht. Die Mannschaft ist zu hohl. War ja schon unter Nagelsmann die Diskussion. Aber es kann doch nicht so schwer sein, wenn man 1,5 Jahre bei einem Verein ist. Ne? Nimm mal die Hinrunde. Ja, lass mal die Hinrunde sein. Habe ich ja damals auch gesagt. Ergebnistechnisch war die Hinrunde hier top. Fußballerisch war die Hinrunde absolute Grütze. Ja, aber okay. Ne? Tuchel hat ein bisschen was versucht, hat alles nicht so gefruchtet, wie er sich das vorstellt. Alles gut. Ja, dann Rückrunde. Dann kann man doch erwarten, dass man dann mittlerweile, wenn man 8 Monate da ist, es hinbekommt, dass man, sagen wir einfach mal nur 2. Weil wir ja human sind. Sagen wir mal, dass man es hinkriegt, 2 Spielsysteme zu integrieren in diese Mannschaft. Ne? Dass man sagt, keine Ahnung, Spielsystem 1, unser Hauptaugenmerk liegt durch die Mitte. Jamal Musiala in der Mitte, Dribbelkünstler, bla, einstudierte Angriffe über da, bumm, fertig. Ne? So, dann sagen wir, was machen wir denn, wenn Gegner die Mitte zumacht? Dann lass uns doch mal versuchen, da eine Formation zu haben, wo wir mehr über die Außen gehen, wo wir die Außen doppeln, wo wir hinten dann auch zu einer Dreierkette vielleicht werden, dass wir die Außenverteidiger weiter vorschieben, so dass wir die Außen doppelt besetzt haben. Ja? Tun wir das doch einfach mal. Falls es wieder so kommt, dass ein Gegner sich tief hinten reinstellt und er eher schwächer oder anfälliger über die Außen ist, wie durch die Mitte. Soll doch wohl nicht das Problem sein. Und pass auf, Leute, wenn ich euch die 3 zeige, an der Seitenlinie oder neben den Führungsspieler schlechthin, den du hast, meinetwegen, Josua Kimmich. Kimmich, pass mal auf, wenn ich Thomas Tuchel, ich zeige dir die 3, ja, dann gibst du an die Mannschaft weiter, wir stellen jetzt das System auf das zweite System um. Oder zeig dann die 2 wegen der Einfachheit. Ja? Und dann spielen wir mehr über die Außen und nicht mehr durch die Mitte. So könnte man ja mal 3, 4 Systeme integrieren in so eine Mannschaft, dass man mal auf Situationen reagieren kann. Ne? Ich weiß, ist viel verlangt in der heutigen Zeit. Nee, passiert nicht. Passiert einfach nicht. Fairerweise gab es ja 2 Spiele in der Rückrunde, wo sich dann so ein Goretzka hat fallen lassen. So einer Dreierkette und unser Außenverteidiger ein bisschen weiter hochgeschoben haben. Da haben wir das da mal gesehen, aber dann war es auch so, dass wir das die ganze Zeit gespielt haben. Auch da waren wir nicht variabel, aber wir haben dann mal gesehen, oh, wow, hat sich ja mal was geändert. Wir spielen dann nicht nur eine Viererkette. Wir können ja auch mal mit einem Dreieraufbau spielen, was wir unter Nagelsmann schon lange etabliert hatten. Ende vom Lied, wir sind einfach 0 flexibel gewesen. 0. Wir konnten uns nicht auf irgendwelche Gegebenheiten einstellen. Hat man auch jetzt nochmal sehr gut gesehen. In Spielen wie gegen Heidenheim, in Spielen wie gegen Hoffenheim, in Spielen, wo der gegnerische Trainer einfach nur eine Stellschraube dreht. Ja, nehmen auch das Spiel, welches war's? Lass mich kurz gucken.
Scroll doch mal runter, Alter. Wolfsburg. Ja, Wolfsburg war's. Nach mir auf der Zunge. Auch das perfekte Beispiel. Das perfekte Beispiel. Der gegnerische Trainer, dreht eine Stellschraube. Bumm, wir sind aus. Wir sind ausgenockt. Wir sind komplett ausgenockt. Ja, zum Glück haben wir vorher 2 Tore gemacht. Ja, zum Glück hat Wolfsburg mit einer Viererkette begonnen. Aber unser Spiel war auf die Fünferkette ausgelegt, die dann auch erst gekommen ist. Und da hat man dann gesehen, wir haben 70 Minuten gegen eine Fünferkette gespielt, ohne nur eine Torchance zu kreieren. Und wir waren darauf eingestellt, auf diese Fünferkette. Selbst wenn man darauf eingestellt ist, sind wir dann nicht in der Lage, uns Torchancen zu erspielen. Traurig, ja. Und wie gesagt, diese anderen Spiele, die wir dann noch verloren haben nach einer Führung, jedes Mal, der gegnerische Trainer, einfach was geändert. Er hat einfach was geändert. Und er musste nie die Angst haben, dass wir, unser Trainerteam, darauf reagiert und auch was ändert. Nein! Nein! Musstest du nicht. Wir haben vor dem Spiel eine Sitzung gehabt und haben diesen Stiefel 90 Minuten durchgeballert. Es gab nicht ein Spiel, wo das geändert wurde. Ein Punkt. Erster Punkt. Ja, dass wir absolut nicht variabel sind. Nach 14, 15 Monaten Thomas Tuchel. Okay. Punkt 2. Jugendspieler. Kader. Spieler auf falschen Positionen. Behandelnde Spieler. Gehen wir rein. Fangen wir vielleicht damit an, dass man vor der Saison sagt, ich brauche einen Sechser, Joshua Kimmich ist für mich kein Sechser. Dass man dann auch gleichzeitig sagt im selben Atemzug, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber Joshua Kimmich und Leon Goretzka sind für mich keine Führungsspieler. Bam. Hat man beiden schon mal öffentlich in die Fresse gehauen. Ist das der Way to go? Nein. Ist das der Way to go, wenn man diese beiden Spieler aus dem Kader haben möchte, aus dem Verein drängen möchte, auf die Tribüne setzen möchte? Ja. Alles gut. Ja, wir brauchen nicht darüber reden, dass diese beiden Spieler einfach satt sind, keinen Bock mehr auf unserem Verein haben. So machen sie zumindest einen Eindruck seit 2 Jahren. Dann kann man den Take bringen. Habe ich gefühlt. Habe ich 100% gefühlt, diese Aussagen, weil Kimmich einfach kein Sechser ist. Ja? Und beide möchten gerne Führungsspieler sein, sind es aber nicht. Also, ich persönlich habe diese Aussage 100% gefühlt und dachte mir, bam, Alter. Endlich ist der Tuchel da, endlich spricht er Klartext, hat die letzte Saison so zu Ende gebimmelt, ja, um die Meisterschaft mitzunehmen, was ja auch noch mit Glück geklappt hat. Und jetzt legt er endlich los. Haut die Dinger raus, und das war's. Das war's. Nichts ist passiert. Nichts. Ja, er hat seine Holding Six nicht bekommen. Was ist passiert? Kimmich und Goretzka haben gespielt. Kimmich und Goretzka haben gespielt, zentrales Mittelfeld. Durchgehend. Durchgehend. Man hat sogar lieber einen Conny Leimer, der eine Katastrophe als Rechtsverteidiger war, als Rechtsverteidiger aufgestellt. Anstatt die große Majestät Joshua Kimmich aus der Mitte, wo man selber analysiert hat, er ist kein Sechser, er ist nicht der Führungsspieler, den ich gerne haben möchte, auf die rechte Verteidigerposition zu setzen und in der Mitte auf den Conny Leimer zu setzen. Hätte man richtig Eier gehabt, hätte man natürlich auch gleich auf den Pavlovic setzen können. Der ist schon in der Vorbereitung zur neuen Saison mega stark aufgefallen in den paar Spielen, die er gemacht hat. Ja? Dann hätte man natürlich richtig Eier gehabt und dann hätten wir auch gerne sagen können, wow, Thomas Tuchel hat einen Pavlovic entdeckt und er hat den gefördert, das muss man ihm zugute halten. Nee, muss man eben nicht. Ja? Um da mal ganz kurz schon mal vorwegzugehen, ein Pavlovic durfte erst dann spielen, wenn kein anderer Spieler mehr zur Verfügung stand. Nicht er. Ja? Erst als ein Kimmich gesperrt war, es keinerlei Alternative mehr gab, durfte er 30 Minuten in Dortmund spielen. Dann durfte er danach das Spiel spielen, wann Kimmich gesperrt war. Dann war er wieder raus. Komplett. Er hat wieder keinerlei Rolle gespielt. Ganz zum Ende der Saison, in dem Rückspiel gegen Real Madrid, hat man ein Pavlovic aufgestellt, obwohl ein Leon Goretzka auch da war. Das war das einzige Spiel, wo Thomas Tuchel Pavlovic
auf den Pavlovic gesetzt hat. Obwohl jemand anders auch da war. Ja, Spieler, ich habe schon gesagt, verkehrte Position. Wie oft hat ein Goretzka irgendwie im Halbfeld, halb links, halb rechts gespielt und war ein Totalausfall. Entweder hat er die Position nicht gerafft, ich weiß es nicht. Weiß nicht, was ein Tuchel mit ihm da besprochen hat. Totalausfall. Katastrophe. Ja? Welcher Spieler ist besser geworden? Nennt mir einen einzigen verkackten Spieler aus dieser Mannschaft, der unter Thomas Tuchel besser geworden ist. Es gibt keinen. Es gibt keinen. Ja, Harry Kane, super starke Saison gespielt. Das ist aber Harry Kane-Niveau. Eric Dyer, ja, hat auch eine gute Runde gespielt, ist aber auch sein Niveau. So, welcher Spieler hat sich sonst verbessert bei uns? Ja, wenn ihr wollt, nehmt den Pavlovic, gestehe ich euch zu, nehmt ihn als den Spieler, hat Thomas Tuchel besser gemacht. Macht das gerne. Und weiter? Mathys Tel, völlig klein gehalten, völlig verunsichert. Ja. Ihm erst gesagt, ja, du musst halt, wenn du Torbeteiligung hast, dann stehst du auch mal eine Startelf, dann hast du das verdient. Dann hat er Torbeteiligung, bam, bam, bam. Ja, nein, also nein, den können wir nicht in die, das ist ja eine Waffe. Den können wir nicht in die Startelf stellen. Den wechseln wir ein als Joker, weil es ist ja eine Waffe. In den letzten 10 Minuten ist er eine Waffe. Das war dann die Belohnung dafür. Man hat diesen Spieler völlig demotiviert. Man kann froh sein, dass dieser Spieler, genauso wie in De Ligt, nicht zu diesem Zeitpunkt schon gesagt hat, scheiß auf dem FC Bayern, ich werde hier behandelt wie sonst was. Ja, De Ligt, monatelang demontiert, weil man Min Jae Kim verpflichtet hat. Mein Transfer, mein Spieler, wow, wie er den abgefeiert hat, wo er gekommen ist. Min Jae ist gesetzt, egal was passiert. Der kommt aus Asien Cup wieder, ein Tag gerade wieder München. Na klar, spielt er im Topspiel gegen Leverkusen. Oh na, der Opa ist doch auch seit 3 Tagen wieder im Training. Kann ich doch bringen im Topspiel gegen Leverkusen. Muss ich doch nicht einen De Ligt und einen Eric Dyer aufstellen, die davor super stark gespielt haben. Ist doch Schwachsinn. Ja? Das Bevorzugen vieler Spieler, das Festhalten an vielen Spielern. Leroy Sané, die Oberphase in dieser Saison. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Spieler so eine Extrabehandlung hat. Bei anderen Vereinen, ja, Leroy Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, vielleicht noch Ibrahimovic. Leroy Sané hat eine Extrawurst, eine Extrabehandlung, als wäre er Lotto King Karl auf Steroiden, Alter. Wie soll das eine Teamchemie fördern, wenn man einen Spieler hat, der noch nicht mal in der Halbzeitpause in die Kabine gehen muss, weil er sich warm halten muss, weil er seine Übungen machen muss. Das kann er nicht in der Kabine machen, ne, bei der Mannschaft. Nein. Der große Leroy Sané, sein Alleinstellungsmerkmal, kann allein in seiner Ecke bleiben und ist der große Messias. Ich weiß nicht. Ich verstehe es bis heute nicht. Und gleichzeitig lässt man diesen Spieler unter Schmerzen spielen, anstatt zu sagen, pass mal auf, Leroy, du hast so eine starke Hinrunde gespielt, was er wirklich getan hat. Du hast jetzt Schmerzen. Wir haben es ausprobiert 2 Wochen. Es wird nicht besser, selbst wenn du hier diese Extrawürste hast. Du bleibst jetzt mal 4 Wochen raus. Wir spielen jetzt gegen Mainz, Köln, bla bla bla. Da ist das jetzt nicht ganz so tragisch. Wir haben andere Leute auch als Ersatz. Wir haben Brian Zaragoza verpflichtet. Bleib mal 4 Wochen raus, kurier dich mal aus, damit du in der heißen Phase der Saison dann fit bist. Wäre doch mal ein guter Move gewesen von einem guten Trainerteam, oder? Was hat man gemacht?
Nein, der Leroy, der muss jetzt erst doch mal richtig liefern. Der muss richtig auf die Zähne beißen. Der kann das. Er hat da gar kein Problem mit den Schmerzen zu spielen. Und dann darf er sich mal ausruhen, weil er nicht zur Nationalmannschaft fährt. Was ist dann daraus passiert? Wer hätte das nur gedacht? Wer hätte das nur gedacht? Dass er dann noch nicht mal mehr trainieren konnte. Vor den wichtigen Spielen gegen Real Madrid. Und dass die Leistung dann unterirdisch schlecht war. Und man trotzdem an ihm festgehalten hat. Er hätte das nur vorhersehen können. Also wirklich, oder? Katastrophal. Katastrophales Handeln dieses Trainerteams von Verletzungen, von Spielern ignorieren. Ja, immer wieder die gleichen Ausreden. Man hat dann die Ausreden benutzt. Oh ja, wir haben so viele Verletzte, wir haben keine Alternative, wir haben keinen Konkurrenzkampf im Training. Warum hat man denn zum Teufel keinen Konkurrenzkampf? Weil man ein Mathis Tell, ein Brian Zaragoza, ein Aznu und so weiter, alle, die schon mal mittrainiert haben, auch schon in der Winterpause, ja, die im erweiterten Kreis waren, die jetzt Profiverträge bekommen haben. Warum hat man diese Spieler nicht in den Konkurrenzkampf gestellt und hat gesagt, pass mal auf, Liebe, deine Leistung, machen wir uns nichts vor. Die reichen halt gerade nicht. Da spielt jetzt mal das Wunderre. Aber nein, das geht ja nicht, der ist erst 19, ne? Nein, das geht nicht. Der hat ja keine Erfahrung, oder? Der hat ja noch gar keine Bundesligaspiele. Wie soll der denn jetzt spielen? Der kann das doch gar nicht. Der kann doch gar keinen Fußball spielen. Das können wir doch nicht machen. Nee. Da habe ich auch kein Argument mehr. Da setze ich mich doch lieber in jeder PK dahin und sage, ja, wir haben mal gar keinen Konkurrenzkampf in dieser Mannschaft. Ich habe keine Alternativen. Der Kader ist zu klein. Wir haben nur Verletzte. Aber das ist auch nicht meine Schuld. Das liegt 100% nicht am Training. Nein, das liegt natürlich nicht am Training, dass wir Verletzte haben. Natürlich nicht. Ja? Dass das nicht nur am Training liegt. Keine Frage, Leute. Ja? Dass es nicht nur generell am Tuchel gelegen hat. Dass viele Spieler unterirdisch performt haben die Saison. Auch 100% true. Aber wie ich schon 100-mal gesagt habe, wer stellt diese Spieler auf? Ja, nehmen wir das jetzt mal alles zusammengefasst, was ich jetzt so ein bisschen abgedriftet bin. Wer stellt diese Spieler auf? Nochmal, man hat öffentlichen Kimmich vernichtet und hat ihn trotzdem 3/4 der Saison als Sechser aufgestellt. Warum? Warum? Erklärt's mir. Man hat einen Leon Goretzka vernichtet. Öffentlich. Hat aber nie einen Conny Leimer oder einen Pavlovic dahingestellt. Man hat auch wieder Leon Goretzka dahingestellt. Abgesehen von 3 Wochen, ja. Wo er Leon mal draußen gelassen hat, damit der Leon mal rafft. Leon, das reicht nicht. Ja, dann hat der Leon das gerafft und dann hat er 2 gute Spiele gemacht und danach wieder nur Grütze gespielt und hat trotzdem immer jedes Spiel gespielt. Er ist der Trainer. Er sagt, pass mal auf, das reicht nicht. Ich stelle da einen anderen Spieler hin. Fertig. Punkt. Ja, Tuchel hat sich dann irgendwann in der PK hingesetzt, nachdem er entlassen wurde, hat gesagt, Moment. Ja, ich konnte nicht frei entscheiden. Ich muss ja daran denken, ich muss ja langfristig denken. Geht ja auch darum, wenn ich jetzt den Spieler rausnehme, dass er dann den Verein verlassen will, dass schlechte Stimmung ist. Ich muss ja langfristig denken. Ich kann das ja jetzt nicht einfach so entscheiden. Aber jetzt kann ich das. Jetzt bin ich frei, weil es mir scheißegal ist, weil ich nächste Saison hier nicht mehr Trainer bin. Was war dann der Move? Auch nicht sofort. Man hat dann noch mal ein paar Wochen gewartet. Wow. Nachdem Nagelsmann dann gesagt hat, ja, der Kimmich spielt bei mir rechter Verteidiger, ne, bei der EM. Was hat man dann gemacht? Man hat einen Kimmich als rechten Verteidiger aufgestellt. Halleluja. Halleluja. Kimmich natürlich voll begeistert, hat sich reingekniet. 2, 3 Spiele gebraucht, hat dann wirklich 3, 4 sehr gute Spiele gemacht als Rechtsverteidiger. Und dann hat er wieder keinen Bock mehr gehabt, ist abgetaucht, wie immer. Hat sich also auch nichts geändert. Ja. Ansonsten hat sich gar nichts geändert. Er musste keine Rücksicht mehr nehmen auf irgendwas und es hat sich nichts geändert. Der Leroy wurde festgehalten, ihm wurde weiter der Arsch gepudert. Tell wurde weiterhin gnadenlos ignoriert, noch mehr wie vorher eigentlich, hat man gar nicht mehr gesehen. Katastrophe. Ja?
Katastrophe. Zum Glück war irgendwann anscheinend der öffentliche Druck so stark durch die katastrophalen Fehler von Min-Jae und Upamecano, dass Eric Dyer und De Ligt dann spielen durften. Ne? Und Tuchel wahrscheinlich selber eingesehen hat, Champions League, ist ja jetzt noch das. Da kann ich mich noch ein bisschen rehabilitieren in der Öffentlichkeit. Von daher setze ich da vielleicht doch mal auf die besten Spieler, die ich gerade habe. Deswegen durften dann die beiden Innenverteidiger dort spielen. Vorher die ganze Saison nicht. Ja. Katastrophe. Also Tuchel hat nie den Eindruck gemacht, dass er diesen Verein lebt, dass er diesen Verein will, dass er stolz ist, bei diesem Verein zu sein. Es kann sein, dass er das so empfunden hat. Will ich ihm gar nicht absprechen. Er konnte es aber nie nach außen transportieren. Ja? Und natürlich hat man ihm keinen Gefallen damit getan, ihm im Februar freizustellen, das öffentlich zu kommunizieren. Er war dann die lame duck, auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Wenn wir uns die Statistiken angucken, können wir jetzt hier gleich auch nochmal tun, haben wir schon in diesem kurzen Video gemacht. Gucken wir uns mal die Hin- und Rückrunde-Tabelle an. So, machen wir das kurz. Also, nochmal. Fangen wir mit der Hinrunde an, wo Thomas Tuchel noch Trainer war. Ja, und nicht feststand, dass er entlassen wird. Super starke Hinrunde. 14 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Fußball war grottig. War richtig schlechter Fußball. Aber wir haben die Spiele gewonnen. Ne, durch Einzelaktionen, durch nichts anderes, durch einen sehr, sehr starken Leroy Sané und einen sehr, 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 sehr starken Harry Kane, haben wir eine sehr, sehr gute Vorrunde gespielt. Dann wurde Thomas Tuchel im Februar entlassen. Das ist dann die Rückrunde, die wir gespielt haben. 9 Siege, 1 Unentschieden, 7 Niederlagen. 41:30 Tore mit 28 Punkten. Wie man dann noch auf die Idee kommen kann, aufgrund dieser Rückrunde auch nur annähernd von Fanseite, aber noch schlimmer, von Vereinsseite dann darüber nachzudenken, dass man mit diesem Trainer weiterarbeiten möchte, ist mir ein Rätsel. Nochmal, ich fühle jeden Take, den ihr mir bisher in die Kommentare geschrieben habt. Ja, der Tuchel ist nicht schuld, die Spieler sind schuld, die Spieler sind satt, die haben keinen Bock. Ja, 100% true, dass diese Spieler, über die wir da reden, satt sind und keinen Bock haben. Kommen wir in der Spieleranalyse zu. Werde ich knallhart vernichten, die Spieler. Vollkommen richtig, stehe ich 100% dazu. Aber warum stelle ich diese Spieler dann auf? Deswegen können wir ein Thomas Tuchel nicht da rausnehmen und sagen, die Spieler sind schuld. Weil Thomas Tuchel hat diese Spieler in seiner ganzen Zeit immer wieder aufgestellt. Er hat nicht einmal gesagt, pass mal auf, das reicht nicht, ich nehme dich jetzt mal raus. Sorry Leute, Telefon, Mann. So, wo war ich denn jetzt? Alto Belli, wild. Ja, ich war dabei, dass der Trainer die Spieler aufstellt. Ja? Und das tut er nun mal. Und wenn er nicht die Eier hat, egal warum, wir können wieder das Argument bringen, er kriegt eine Vorgabe von, was weiß ich, Uli Hoeneß, Max Eber, was weiß ich, kriegt die Vorgabe, Kimmich muss immer spielen, bla, Sülz. Spätestens da, wie er es selber kommuniziert hat, wo er entlassen war, im Februar, hat er selber gesagt, er braucht keine Rücksicht mehr nehmen, ist ihm egal, weil er am Ende der Saison weg ist. Spätestens da hätte er diese Spieler einfach auf die Bank setzen können. Und er hat es nicht getan. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen zu dieser Thematik mit euren Argumenten. Tuchel ist nicht schuld. Doch, Tuchel ist schuld. Und zwar zu 100%. Weil er weiterhin an diesen Spielern festgehalten hat und diese Spieler aufgestellt hat. Du hättest einen Goretzka direkt aussortieren können. Hättest die ganze Zeit auf den Pavlovic setzen können. Wäre gar kein Problem gewesen. Du hättest einen Kimmich rausnehmen können. Wo ist das Problem? Ja. Gut, irgendwann war es soweit, dass wir keine Alternative mehr hatten, wegen den ganzen Verletzten, dass ein Kimmich hinten rechts spielen musste. Selbst da hätte ich schon vorher auf den Azno setzen können, als linker Verteidiger. Riesentalent, hat jetzt einen Profivertrag bekommen. Ja, hättest du tun können, dann hättest du nicht mal Raui auf die linke Seite stellen können. Ja?
hätte er weiter rechts spielen können. Aber nein, hat man dann auch nicht getan. Man hat dann lieber teilweise ohne Außenverteidiger gespielt. Katastrophe. Ich verstehe das. Wenn Thomas Tuchel ein Trainer ist, der sagt, Leute, ich bin hier beim FC Bayern München. Ich bin jetzt nicht hier, um irgendwelche Talente zu integrieren oder zu entwickeln. Ja, alles gut. Dann ist er diese Art Trainer. Und völlig fein. Ja, dann ist das so. Ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man sich dann getrennt hat im Februar. Ja, weil man hat sich ja mit Sicherheit nicht getrennt, weil die Hinrunde jetzt so super schlecht war. Also alles gut. Aber dann muss ich diesen Trainer halt gar nicht erst verpflichten. Ja? Gut, jetzt haben wir natürlich das Problem, Oliver Kahn und Brazzo haben diesen Trainer verpflichtet. Aber, wie wir alle wissen, seit dieser Saison muss natürlich der Aufsichtsrat da auch zustimmen. Und auch da war schon ein Uli Hoeneß Aufsichtsratmitglied. Ja? Also kann man das so jetzt auch nicht einfach sagen, dass Uli Hoeneß da nicht involviert war. Und wenn man dann diese Art Trainer ist und sagt, nee, das ist nicht mein Style, das fühle ich nicht, das bin ich nicht, dann muss man aber, wenn man dann in dieser Lage ist, dass ich diese ganz vielen verletzten Spieler habe, muss ich doch wenigstens auf diesem Trainerniveau in der Lage sein zu sagen, pass mal auf, ja, ist mir jetzt eigentlich auch egal, ich nehme die Spieler jetzt mit rein, ich stelle die in die Verantwortung und gut ist. Ja? Und all das hat er nicht getan. Und von daher für mich gute 5. Ergebnistechnisch, ja, Platz 3 in der Bundesliga, Halbfinale Champions League, zweite Runde, Pokal ausgeschieden. Ergebnistechnisch kannst du ihn bei einer 4 einordnen. Ja, es ist ausreichend, befriedigend nicht. Befriedigend ist, wenn der FC Bayern einen Titel holt, da müssen wir nicht drüber reden. Aber wenn man sich dann anguckt, wie diese Ergebnisse zustande kommen, welchen Fußball wir gespielt haben, dann ist es einfach ein mangelhaft. Es ist eine Katastrophe gewesen. Ja. Und das Allerschlimmste an dieser Sache, komme ich jetzt zu, dass ein Tuchel nichts, aber auch gar nichts gelernt hat oder sich weiterentwickelt hat. Er hat ein und denselben Stiefel durchgezogen. Nichts hat sich geändert. Er saß, ich glaube, nach 5 Spieltagen, da hat gesagt, Leute, ich habe keine Ahnung, woran das liegt, dass wir immer diese Einbrüche haben und nach 10 Spieltagen, nach 15, nach 20, nach 25, nach 30 und am Ende der Saison stimmt nicht. Jetzt, die letzte PK hat er gesagt, ja, ich weiß, woran es liegt, ist aber nichts für die Öffentlichkeit. Kannst du dir nicht geben, oder? Junge, ich erinnere nur an die legendäre PK in Heidenheim, wo dem gegnerischen Trainer dieselbe Frage gestellt wurde, dann gesagt hat, ja, das muss ich mal reflektieren. Wir haben diese Probleme, ja, die sind mir auch schon aufgefallen. Ich muss mit der Mannschaft mal sprechen. Ob es an der Mannschaft liegt, ob es an einzelnen Spielern liegt oder ob es vielleicht sogar an mir liegt. Da muss ich mal die Mannschaft befragen. Tuchel sagt, nee, ich habe keine Ahnung. Wir werden weiterhin hart daran arbeiten. Hat er die ganze Saison erzählt. Katastrophe. Katastrophales Bild, was ein Tuchel abgegeben hat. Ja, ich war oft bei ihm, wenn es um irgendwelche Analysen ging, was er gesehen hat oder wie er es sieht. Hat er echt oft gut analysiert. Hat dann aber genau das Gegenteil gemacht. Er hat nicht einmal danach gehandelt. Ja, nochmal, beste Beispiel sind Kimmich und Goretzka. Hat er klar richtig analysiert, 100% true. Hat sie aber trotzdem da spielen lassen. Ich weiß nicht warum. Um vielleicht den Verein einen reinzudrücken, zu zeigen, guck mal, die können das einfach nicht. Vielleicht war das Argument bis zur Winterpause, um dann zu hoffen, jo, ich krieg doch noch eine Holding Six. I don't know. Ich weiß es nicht. Wenn dem so wäre, ist es aber auch super traurig. Ja, von daher war Tuchel nie der passende Trainer für diese Mannschaft. Ja, diese Art Fußball zu spielen. Leute, nochmal, am Ende des Tages haben wir 45 Gegentore. 45 Gegentore. Da sieht man doch, dass diese Art Fußball zu spielen dieser Mannschaft einfach nicht liegt. Wie auch.
Diese Mannschaft war über Jahre einen ganz, ganz anderen Fußball gewohnt. Was jetzt nicht heißt, dass der Fußball schlecht ist. Für mich ist er super unattraktiv, super nicht ansehnlich. Es kotzt mich an, als großer FC Bayern sich auf einen Gegner wie den ersten FC Köln komplett einzustellen und sich abzufeiern, dass man in der zweiten Halbzeit nur 0-0 hält, den Ball in den eigenen Reihen hält mit Quer- und Rückpässen und man 1-0 gewinnt und man sich dafür öffentlich hinstellt und abfeiern lässt, als das war jetzt die große taktische Meisterleistung gegen ersten FC Köln, der unten in der Tabelle stand, gegen den Abstieg gespielt hat. Also das hat mir schon gezeigt, das passt nicht zum FC Bayern. Das kann nicht der Anspruch des FC Bayern sein. Ja, das nur mal als ein Beispiel zu nennen. Und dieser Fußball hat einfach nicht zum FC Bayern gepasst. Sorry, Thomas. Ja. Und das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Das war ein Missverständnis, man hat sich getrennt, alles ist gut. Aber man muss das dann auch mal so knallhart bewerten dürfen, wie es nun mal war. Und der Fußball war grausam. Es gab keinerlei Entwicklung. Nochmal, der Take. Welcher Spieler hat sich verbessert? Davis, katastrophale Saison gespielt. Jamal Musiala, super stagniert, teilweise auch eher schlechter gespielt. Thomas Müller. Ich habe noch nie beim Thomas Müller so viel Ballverluste gesehen, wie ich es in dieser Saison gesehen habe. Mag beim Thomas vielleicht auch im Alter liegen, ja, lassen wir mal Thomas Müller raus. Leroy Sané, ja, den können wir nennen. Eine super starke 10, 12 Spiele gespielt in der Hinrunde. Danach, was war das? Das war noch nicht mal das Drittliganiveau, was der Typ gezeigt hat. Serge Gnabry, Katastrophe. Aber war auch fast nur verletzt. Kingsley Coman dasselbe, auch wo er nicht verletzt war. Ich habe noch nie so einen schwachen Kingsley Coman gesehen. Kimmich Goretzka brauchen wir gar nicht reden. Ja? Und De Ligt abgesägt. Einfach abgesägt. Ja. Du kannst es durchgehen. Es gibt nicht einen Spieler, den er besser gemacht hat. Oder wo man gesagt hat, wow, der Spieler war mal auf einem normalen Level. Und nochmal, das ist am Ende des Tages die Verantwortung des Trainers. Meiner Meinung nach. Kommen wir dann noch zu der verletzten Situation. Sich dahinzusetzen auf die Frage, ja, Herr Tuchel, meinen Sie denn nicht, dass es irgendwie auch mit dem Training zu tun haben könnte, dass Sie so viele verletzt haben? Nein. Also das Training, die Werte, die sind immer top. Training hat das gar nichts zu tun. Nee, natürlich nicht. Ne? Ich habe auch den Take dann in der Kommentare gehabt. Ja, nein. Da kann der Tuchel ja gar nichts für. Das ist ja die medizinische Abteilung, die das entscheidet. Nee. Also das wäre mir neu. Die medizinische Abteilung sagt irgendwann, jo, Leute, von unserer Seite, Verletzung auskuriert, Spieler ist wieder im Team. So, dann ist das Trainerteam dafür verantwortlich, den Spieler langsam aufzubauen, den Spieler fit zu bekommen. Fit. Und dann geht es darum, den Spieler spielfit zu bekommen. Und dann kann der Spieler gerne mal wieder über 90 Minuten spielen. Ne? So, und das hat dieses Trainerteam auch nie hinbekommen. Nehmen das beste Beispiel Serge Gnabry. Ja? Du hast schon gesehen, wenn er länger, nach seiner Verletzung hat er, glaube ich, 2 oder 3 Kurzeinsätze gehabt, wenn er länger wie 20 Minuten spielen sollte, war der tot. Ja, da musste er direkt zwischen beiden Champions League spielen. Gut, im Hinspiel hat er nicht gespielt gehabt, musste dann in Stuttgart 80 Minuten spielen. Und du hast nach der Halbzeit gesehen, der ist tot, der kann nicht mehr, der schleppt sich nur über den Platz. Es war nur eine Frage der Zeit. Ja? Dann läuft er in Madrid auf und verletzt sich direkt. Wow, wie überraschend. Ja, Conny Leimer und so weiter. Belastungssteuerung ist nicht gegeben. War nicht gegeben. Sorry. Spieler viel zu früh reingeworfen. Min Jae Kim, super kritisiert, super schwach. Warum? Der kam nicht einmal bei uns an, Leute. Der kam aus dem Militärdienst, hat direkt gespielt, hat keine Vorbereitung gehabt. In der Winterpause hat er einen Asien-Cup durchgeballert, kam aus dem Asien-Cup wieder und hat direkt gespielt. War einen Tag wieder bei uns, hat direkt gegen Leverkusen gespielt. Wie soll der Junge sich denn mal überhaupt mal akklimatisieren? Wie soll er ankommen bei uns? Lass ihn doch mal fit werden. Der war niemals richtig fit, Alter. Katastrophe. Ich habe sowas noch nie erlebt, dass ein Trainer so schlecht agiert. Nächster Punkt. Trainer, wenn ich Trainer sage, meine ich Trainerteam. Tuchel ist der Verantwortliche für diese ganzen Trainer. Nächste Geschichte. Standardsituation. Warum
schießt ein Joshua Kimmich die ganze Saison über 60, 70, 80% aller Ecken, alle gefährlichen Freistöße. Ich glaube, einmal durfte Harry Kane schießen, hat sogar ein Tor gemacht. Ja, ich glaube, er durfte 2-3 Mal einen Freistoß schießen. Ansonsten jeder Freistoß um den 16er rum, Joshua Kimmich. Wie ist das erklärbar? Man muss doch irgendwann mal sehen, da passiert gar nichts. Nochmal. Wenn man Joshua Kimmich für den Godmaster in Self hält, dass er jeden Standard schießen darf. Okay. Spätestens nach der 4. Ecke, die eine katastrophale Scheiße ist, muss man doch wohl als Trainer reagieren und sagen, pass mal auf, heute hast du keinen guten Tag, du schießt heute keinen Standard mehr. Lass mal einen anderen ran. Aber auch da, nein, hier. Scheuklappen, ja, irgendwann findet der blinde Joshua Kimmich auch mal eine gute Ecke. Lass ihn mal 18 Stück schießen im Spiel, mit viel Glück könnte eine gefährlich werden. Wenn es dann schon 3-0 für den Gegner steht, bringt dir die eine Ecke auch nichts mehr. Also, Standardsituation, Katastrophe diese Saison. Katastrophe. Ja. Katastrophe. Daher, all diese Themen. Für mich Note 5 für Tuchel. Und das ist, die Note 5 hat er dafür, dass ihm mit Sicherheit andere Versprechungen gemacht wurden, als wie es dann umgesetzt wurde. Ja. Sonst hätte er eine knallharte 6 bekommen. Also ich habe selten so einen hilflosen, so einen engstirnigen, so ein sich nicht mit dem Verein identifizieren Trainer erlebt. Sorry. Ja, er hat ein paar gute Takes gehabt, die ich gefühlt habe, hat aber dann danach nicht gehandelt. Ansonsten hat er super viel Scheiße gelabert, super viele Ausreden gefunden. Wow, Leute, wir haben XG-Wert von 5, der Gegner von 0,1 und wir haben 3-0 verloren. Völlig unverdient diese Niederlage und Alter, was der für Ausreden erfunden hat. So Klopper wie, ja, wie haben sie den Min Jae Kim bewertet? Ja, der beim Asien Cup? Der war beim Asien Cup, oder? Ja, ich glaube, der war beim Asien Cup. Eine Frage zu Harry Kane nach dem Spiel. Oh, Harry Kane? Nee, da muss ich mir das Spiel erst nochmal anschauen. Muss ich da nochmal analysieren, bevor ich da was zu sagen kann. Das nicht nur einmal, ja, dieses teilweise so auf der Bank sitzen. Ja, ich denke, das ist super motivierend für eine Mannschaft. Ja, das ist super motivierend. Da denkt sich die Mannschaft, boah, der Trainer, der glaubt an uns, ne, der ist heiß, der will. Das Coaching an der Seitenlinie, teilweise katastrophal. Pressekonferenzen zu 80% katastrophal. Es war einfach von A bis Z ein Missverständnis mit Tuchel und dem FC Bayern. So. Und das ist okay. Das heißt nicht, dass Tuchel ein schlechter Trainer ist. Ja. Für den richtigen Verein hat er ja auch bewiesen, er ist Champions League-Sieger mit Chelsea geworden. Ob man jetzt die Art und Weise gemocht hat, sei mal dahingestellt. Aber er war einfach der verkehrte Trainer für diesen Verein. Ja. Und natürlich hat er keine leichten Umstände gehabt. Das müssen wir ganz klar sagen. Ja. Viele satte Spieler. Ein Uli Hoeneß, der ihn nicht wollte. Ein Sportdirektor und Sportvorstand, der nicht vorhanden war. Ja. Wo er sich mit einer Transfer-Taskforce auseinandersetzen musste. Natürlich, Leute, alles Sachen, die man anbringen kann. Nochmal, am Ende des Tages ist der Trainer für das Training, Standardsituation, für die Aufstellung, für die taktische Ausrichtung, für die Fitness der Spieler, für das Aufstellen der Spieler auf den richtigen Positionen, für das Nicht-Berücksichtigen, für Spieler ignorieren, für Spieler demontieren, ganz allein verantwortlich. Und all das war mangelhaft. Leute, in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus.
Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Nächste 2 Videos, Spielerbewertung und dann sind wir durch. Tschüssi. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.